Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ja, hallo! In den letzten Wochen und Monaten haben die Traktorlenkenden große Schlagzeilen gemacht. Kein Wunder, wenn die Existenz bedroht ist, dann ist ein Protest durchaus nachvollziehbar und angebracht. Naja, mit Romantik hat das bäuerliche Leben schon lange nichts mehr zu tun. Auch bei Bauer sucht Frau oder Bäuerin sucht Mann läuft es nicht immer gut. Kein Wunder, wer will diesen Beruf denn heute noch machen? Nichts als Ärger hat man da. Im Kleinen, ja, da bin ich gerne Bauer oder besser gesagt Gärtner. Ich muss ja in meinem kleinen Paradies auch nicht von meiner Hände Arbeit leben. Die Bauern sind bei uns sehr wichtig. Sie sorgen dafür, dass es zu jeder Jahreszeit frisches Obst und Gemüse zu kaufen gibt. Wie schön, dass sie das alles für uns machen. Dafür hätte ich ja gar keine Zeit, Sie sicher auch nicht. Und mit den Agrarmaschinen kann ich auch nicht umgehen. Doch zum Anbau gehört noch viel mehr. Ich brauche das nötige Wissen, wann der Boden wie bearbeitet werden muss, wie muss gedüngt werden, wann wird gepflanzt oder gesät. Als Kind, da hatten meine Eltern ein Stück Land, das sie im Nebenerwerb bebauten. Und so kam auch ich in den Genuss, ab und an mal auf dem Traktor hinten drauf zu sitzen, wenn die Kartoffeln eingepflanzt wurden. Die Vorrichtung habe ich dann auf so eine Scheibe gelegt. Es hat sich gedreht, die Kartoffeln fielen auf den Boden und hinter dem Traktor hat der Schabflug das wieder zugemacht. Schöne Reihen, toll anzuschauen. Ja, im Paradies, da gab es noch keine Landwirtschaft. Waren ja auch nur 2 Leute zu versorgen. Heute leben über 1000 Menschen von dem, was ein Landwirt produziert oder ein Anbauer. Aber auch die Gärten und die Obstbauern sind wichtig. Natürlich, wir sind ja in der Pfalz, die Winzer. Ich selber bin ja seit Jahrzehnten Hobbygärtner und meine Leidenschaft sind die scharfen Sachen. Chilis in jeder Form und Farbe. Und ich probiere die, nehme mir von den Sorten, die ich gut finde, die Samen, dann trockne ich die, verwahre sie für das nächste Jahr. Ja, und jetzt war es soweit. Vor etwa 4 Wochen habe ich die Samen hervorgeholt, habe sie vorgekeimt und als sie dann schon ein Stückchen herausgewachsen waren, da habe ich sie dann in die Erde gepflanzt. Und so sehen sie jetzt aus. Sobald es draußen warm wird, kommen sie dann in einzelne Töpfchen oder manchmal pflanze ich sie direkt ins Hochbeet hinein. Das sind deine Kinder, sagt meine Frau immer wieder. Ja, ich hege und pflege die Pflänzchen wirklich wie meine Kinder. Und vom Keller bis zum Dach steht zurzeit fast an jedem Fenster ein Blumenkasten mit Chilis oder auch Zucchini habe ich dabei. Hokkaido-Kürbisse sind schon schön rausgewachsen. Es sind sehr viele. Kann ich gar nicht alle verwerten, doch das macht nichts. Ich verschenke sie oder tausche mit anderen Gartenfreunden. Und das mache ich auch mit den Ablegern der Feigen, die ich immer wieder mal mache, oder auch Granatäpfel. Ja, es macht mich froh und glücklich, zu hegen und zu pflegen. Wie muss das erst für meinen Chef sein? Das ganze Universum, alle Planeten, alle Lebewesen, ob Pflanzen, Tiere, Menschen. Welch erfüllende Aufgabe. Da braucht es viel Geduld, Kraft und Fantasie, doch die hat Gott und alles ist perfekt aufeinander abgestimmt und greift ineinander fast wie ein riesenhaftes, komplexes Uhrwerk, das einzig der Freude dient. Wie wunderbar und großartig. Und ich bin auch ein kleines, wichtiges Rädchen in diesem ganzen Getriebe. Ist nur wichtig, dass ich weiß, in welche Richtung ich drehen muss. Also Ärmel hochgekrempelt und weitermachen. Auf die Töpfe, fertig, los. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.